Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig und jetzt gibt's hier Zufallskämpfer. Gerade wo ich ins Menü wollte und gar nicht glaube ich war's, die was gelernt hat, ausrüsten wollte. Na komm hier, Bopper. Bibi, gib ihm! Das sind die Typ B. Na, kommen alle drauf. Das wäre erst noch der andere dran. Esprit, hör auf hier MP abzuzwacken, Kerl. Okay, bei sie dann ist es nicht so wild. Aber 5 MP sind 5 MP. Nee. Zack. Das war's jetzt mit dem wenigstens. Gib die auf die Gosch. Dann wenden wir doch mal einen stärkeren Zauber an. Wir vergelten Feuer mit Feuer und machen Feuer für Feuer. Schwertseele könnte man mal ausprobieren. Jetzt, nachdem wir das so gelernt haben oder dabei sind, könnte man immer ausprobieren. Ah, okay. Oder auch nicht. Vivis Feuer ist stärker. So. Na, Garnet hat noch ein Level gekriegt. So, okay, du hast ja eh kurz vor fertig. Stirnband. Bronzeharnisch, kannst du die Mithril-Weste, genau. Das, nee, Baumwollkleid hat sie schon alles gelernt. Okay, Katjuscha kannst du auch behalten. Ja, Stirnband gibt's auch wie vor nichts Besseres für dich. Nö, sieht alles gut aus. Alle hopp. Probieren wir es mal hier. Vielleicht ist hier wieder ohne. Ja, sieht so aus. Sieht gut aus. Nö. Verdammte Falle. Nee, dasselbe Trick wieder reingefallen. Und schon wieder in die Falle getappt, sag ich. An dem Augenblick kann ich mich gar nicht satt ziehen, sag ich. Jetzt bin niederträchtige. Sprich dich ruhig aus, sag ich. Ihr könnt ja nie mehr raus, sag ich. Jetzt werden wir dasselbe Trick probieren. Denkt ihr Clowns, damit kommt ihr durch, oder was? Sie dann, Entschuldigung, schneller ging's nicht. Blank. Sehr schön. Blank hierher. Nicht so schnell, mein Körper gehorcht mir nicht so recht. Aber wenn wir das hier machen, geht sie dann um Liliane Krare und so. Wer ist bitte Lilly? Die Knife und sie dann, oder was? Hoppla, das will ich ja noch gar nicht, was? Wovon redest du überhaupt? Ich komme nämlich ganz mit. Ja. Aber offensichtlich hat das geklappt. Blank, schneller und so. Ja, du mich auch. Offensichtlich hat es aber geklappt mit der Silbernodel, dass man ihn doch rausholt. Ja, Rimmer, ich hab gehört, dass du in der Klemm sitzt und bin so schnell wie möglich aus dem verwunschenen Wald hierher geflitzt. Blank, auf dich kann man sich halt verlassen, alter Kumpel. Sieh dann, die Gargantula-Bahn ist gleich um die Ecke und so. Blank. Markus, ich weiß gar nicht, wie ich euch... Prinzessin, du kannst uns nachher noch ausgiebig danke, aber jetzt rennst erst einmal schnell fort. Der Verfolger kommt bestimmt jede Sekunde. Mich, und wieder stehe ich in deiner Schuld, Blank. Auf geht's! Sehr schön. Und? Seid ihr von hier aus gekommen, Lilly? Was hast denn du, Lilly? So schlimme Erfahrung war sicherlich hart. Da kommt was. Kommt so schon arg gezwitschert. Ist es die Gargantula? Wir sollen da einsteigen. Los, einsteige, mir hier keiner Rival. Lilly? Aber was soll ich nur machen? Darüber kannst du ja nachher deinen Kopf zerbrechen. Du fragst dich wohl, warum die zurückgeblieben sind. Naja, warum sie zurückgeblieben sind vielleicht auch, aber wohl eher, warum sie sich jetzt der Feind entgegengestellt haben. Weil sie so wollten, all miteinander. Außerdem muss mal jemand Rückgedenkung übernehmen. Beatrix, Freya, Markus, Blank und sogar der Steiner. Die alle kämpfen, damit wir hier fort können. Also was ist es wohl, was du jetzt in dem Moment machen sollst? Ja, edle Flucht, ne? Na, siegst. Oh, jetzt renn aber, Kerl. Zack. Sag mal, wohin wollen wir eigentlich? Erstmal sollten wir noch Treno gehen, da müssen wir uns dann aber wirklich überlegen, wie es weitergehen soll. Was ist das? Ah, das Monster schon wieder.
Wieder der miese Basilisk. Nee. Oh. Ist das ein natürlicher Feind von der Gargantula? Der sieht aber ein bisschen wieschter aus. Pass auf, das sieht gefährlicher aus als das letzte Mal. Wollt's grad sagen, der sieht schon ein bisschen wieschter aus. Und wir sollten wirklich aufpassen, dass wir doch gescheit kämpfen. Weil, ich habe nämlich gespeichert. Fällt mir gerade auf. Deswegen sollte ich hier wirklich was machen. Wie geht es der eklig? Der Gute. Wie heißt der überhaupt? Königsbasilisk. Nett. Phönixfeder hat auf jeden Fall mal drin. Dann sollten wir mal erst alle heilen und dann nur Feuer um die Fresse zwirbeln. Blitzra. Klonk. Und du klaust munter weiter. Okay, das zieht nicht so viel ab, aber ist definitiv gut, dass wir jetzt nochmal Vita auf alle wirken. So. Das Prinzesschen heilt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Feuer. Und... ja, es macht gut Schade. Macht gut Schade. Adaman-Weste geklaut. Cool. Erstechen. Alter, du wiegst das Vieh. Naja, Adaman-Weste soll wahrscheinlich von Adamant sein. Und Adamant ist so normalerweise in Rollenspielen so eins der stärksten Metalle, die es überhaupt gibt. Soll ja unzerstörbar sein. So. Zählt aber so als mystisches Metall. In der Geschichtsschreibung kommt tatsächlich auch sowas wie Adamantium vor. Aber das ist dann eher extrem hartes Stahl, was so bezeichnet wird. So, Ultraschall gibt's auch noch. Das heißt wahrscheinlich, der wird jetzt stumm gemacht. Ups. Ne, der ist zum Zwerg gemacht worden. Dann sollten wir mal aus dem Zwergezustand befreien. Runde verumgekeilt jetzt wahrscheinlich, aber egal. Besser Runde verumgekeilt, als wenn man es mal wirklich braucht und dann ist es nicht da. So, machen wir den Babsack wieder groß. Und halt mal Lilly auf Abruf bereit. Nee, müssen wir gar nicht. Müssen wir eigentlich gar nicht. Wir können auch ein Äther an Vivi geben. Der kann ziemlich gut gebrauchen derzeit. Hier und du klaust weiter. So. Vivi kann das definitiv gut gebrauchen, gerade das Äther. 300 MP, alter Latz. Wahrscheinlich, weil er dieses Gedöns hat Apotheker drin hat. Bringt nämlich doppelt so viel. Vita auf alle. Noch ein Diebstahl der Fehlschlache ist so ein Mist. Okay. Probieren wir doch mal Blitzra aus bei dem Vieh. Blaue können wir auch nochmal. So. Alle nochmal geheilt. Und dann gucken wir mal, wie Blitzra bei dem Babsack wirkt. Also nicht durch sie dann jetzt, sondern jetzt wirklich der Basilisk. Okay, wirkt genauso gut. Nochmal Vita auf alle. Diebstahl, Fehlschlache. Yes, das ist irgendwas Gutes, muss der noch bei sich haben. Ich will nicht wissen, wo der bei dem Basilisk klaut, aber ja. Das sind so Proben, die sollte man besser nicht stellen. Ah, gemacht. Können wir auch noch auf das Vieh wirken. Oh, Lilly ist jetzt im Trance-Zustand nochmal. Cool. Und ja. Sie hat jetzt einfach nur hautengere Hose an. Mit Adern dran. Krampfadernhose. Auch nicht schlecht. Fast 16-jährig hier ist das natürlich jetzt nicht so toll, aber jo, wenn ihr Trance-Zustand halt so aussieht, dann ist das halt so. Bestatio. Da kann sie halt mehrere von deine Viecher holen, aber ja, ist in dem Fall verschwendete Trance leider. Ist aber an sich eine ziemlich geile Trance-Fähigkeit. So, können wir die... Ah, ne. Gut, er ist gar nicht gezwergt worden. Dann kannst du ja gleich als nächstes mal wieder klauen, du alter Dieb. Fehlschlager? Natürlich, wie können es auch anders sein? Dann rotzen wir nochmal eine Runde von dem Gedöns da drauf. Und du kannst dich entzwergen. So. Weil als Zwerg kriegt man halt mehr Schade gemacht. Und Eisra. Ja, sieht aus, als wäre der Kampf beendet. Das war wohl besonders effektiv. Schade. Also irgendein Gegenstand bleibt er mir leider noch schuldig. Okay. Silver AP gibt es so dafür.
Ohne Äther. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Puh, geschafft. Wir bewegen uns wieder, aber irgendwie viel langsamer als vorher. Hey, Lachmuck, fertig schneller. Sei doch nicht so grob zu dem armen Tierchen. Schließlich transportiert sie uns doch brav und das ist trotzdem Schreck von vorhin. Moment mal. Was denn jetzt? Werden wir wieder schneller? Alle Hopf, ein bisschen gut zu reden bewirkt anscheinend Wunder. Nicht ganz, sieh dann, guck doch mal. Nicht so schön, ja. Verdammtes Viech jagt uns. Sieht gar nicht gut aus, bei dem Tempo rasen wir noch an Treno vorbei. Oh Mann, das ist echt so ein fieser Überlebenskampf hier in der Gargantula-Bahn, wie es aussieht. Und die fiese juckt sie aber wieder. Aber es ist nicht Großherzog Sid, sondern einfach nur irgendwelche gemeine Juckzieher. Oh Jesus. Rausspringe! Überlebenskampf in der Gargantula-Bahn. Das ist ja echt übel. Survival of the Fittest scheint hier vorzuherrschen. Ich glaube, wir sind gerade vorbeigerast. So ein Mist. Und bei dem Affenzahnaussteiger wäre glatter Selbstmord. Sieh dann, guck doch mal da vorne. Was? Hey. Ein Weg? Oh nee. Wir stürzen ab. Festhalte. Ist das der Ausgang? Au. Mama. Königin Bran! Ach, die zwei Knorze wieder. Aus dem Weg, würde ich, sag ich. Durchlasse, sag ich! Ich habe Befehl von Königin Bran erhalten, euch zwei nicht durchzulassen. Was ist euer Anliegen? Ich überbring's. In Ungnade gefallen, wie es aussieht. Sprecht. Die erwartete Gäste sind eingetroffen, sag ich. Sollen wir sie durchlassen, Frohlich? Ich will mich bei Ihrer Majestät erkundigen. Ihr rührt euch nicht von der Stelle. Euer Exzellenz? Wow. Jawohl. Ja, die ist wohl nicht so gut drauf, die Königin. Gewährt Ihnen Eintritt, aber ihr braucht nicht wiederzukommen. Was soll denn das hier, so frohlich? Ihre Majestät ist über den Verlust vom Staatsschatz äußerst erzürnt. Sie möchte euer beide Visagen nie mehr sehen. Und jetzt geht's zur Hole. Und was jetzt, Frohlich? Alle können wir nicht überleben, sag ich. Die schlagen uns doch all tot, so wie wir babbeln, sag ich. Auf jeden Fall müssen wir schnell die Gäste reinlassen, sag ich. Ja, das bringt ihr Stellung auch nicht wieder, aber naja, wenn die erstmal vogelfrei sind, dann werden die wahrscheinlich von jedem totgekloppt, die zwei Nervensäger. Ach ja. Was für ein wundervoller Anblick. Ah nee, hoppla, die hier wohl eher. Was ein wundervoller Anblick. Aufbrausende Frau. Ist was? Macht den Weg frei, ich bin auf Gesuch von Königin Bran höchstpersönlich hier, also spiel ich nicht so auf. Noch so ein anderer wieschte Kerl hinterher. Ich hoffe, ihr schlacht vor ihrer Majestät ein passendere Ton an. Was soll denn das heißen? Hast du eigentlich einen Schimmer davon, mit wem du es jetzt zu tun hast? Ich bin Lani, ach genannt die Venus unter den Jäger. Bis jetzt habe ich noch jedes Opfer erledigt, klar? Naja. Jetzt kommen anscheinend so Kopfgeldjäger oder so. Euer Exzellenz, Königin Bran, welch Ehre von euch persönlich empfangen zu werden. Und es erfreut mich, euch bei bester Na du, was macht denn ihr für saures Gesicht? Den Umgang am Hofe musst du wohl erst noch lernen. Wo hast du nur diese Manieren her? Mit Verlaub, Euer Exzellenz, ihr habt mich aber sicherlich nicht gerufen, weil ich für meine gute Manieren bekannt bin, oder? Puh. Zwei Dinge sollt ihr für mich erledigen. Den Staatsschatz wieder beschaffen, den Prinzessin gar nicht entwendet hat, als sie Reißaus nahm. Und außerdem gibt es unter ihnen einen Schwarzmagier, so wie den da drüben. Er muss beseitigt werden. Schwarzmagier, was soll denn das sein? Es sind seelenlose Marionetten. Ich kann nicht zulassen, dass eine Fehlkonstruktion umherwandelt und dann dem Feind in die Hände fällt.
Ich weiß ja nicht, was ihr bei Hofe vorgefallen ist, aber was soll mit Prinzessin gar nicht geschehen, falls sie Widerstand leistet, Euer Exzellenz? Puh. Nur der Staatsschatz ist wichtig, die freche Göre genießt keinerlei Priorität. Wenn dem so ist, kann ich endlich wieder meinen kleinen Freund hier sprechen lassen. Ich werde euch den Schatz sicherlich eher bringen, als den Muskelprotz da drüber. Naja, Auf ein balliges Wiedersehen, Hoheit. Rotschopf einfach nur. Man sagt, in der Nähe von der Prinzessin hat sich ein Affe-ähnlicher Junge aufgehalten. Ach, dieser widerliche Affenjunge. Wenn du den gleich miterledigst, bekommst du eine Extra-Belohnung. Scheint ja ein Volltreffer zu sein. Dann werde ich mir zuerst vorknöpfen. Ein Auftrag kannst du als so gut wie erledigt betrachten. Ja. Der scheint wohl ein bisschen kompetenter zu sein. Der babbelt nicht lang, der schafft. So Leute sind meistens effizienter. Exzellenz, euer Flotte befindet sich bald in Küstennähe. Die rote Rose steht zum Auslaufe bereit. Endlich ist es soweit. Wir brechen unverzüglich auf. Man bringe mir die Schweinenkeulen. Bäh. Jo, die scheinen auch wieder irgendwas Bösartiges zu planen. Zinnengebirge. So. So, wo sind wir dann jetzt wieder gelandet? Mama. Was? Vivi? Dann leben wir also noch? Wo sind wir hier? Im Zinnegebirge in der Nähe von Schloss Lindblum. Zinnegebirge Lindblum? Dann ist die Gargantula wohl über unser Ziel hinausgeschossen. Was ist mit Freya, Steiner und Beatrix? Und mit Sidan? Er ist sich umschauen gegangen. Hey Lili, ja schon wach. Bist in Ordnung? Widerlicher Affenjunge, das ist echt gut. Ja, aber Sidan, was ist mit der anderen? Tja, was wüsste ich auch gerne. Mir haben ja schließlich ganz schön die Strecke zurückgelegt. Aber Markus und Blank sind ja auch bei Ihnen. Mach doch mal keine Sorge. Ich glaube mal eher Beatrix ist der Garant dafür, dass man Sicherheit hat. Ne? Es geht ja auch bald die Sonne auf. Ich bin mir sicher, dass Ihnen die Flucht längst gelungen ist und Sie in Treno schon noch uns suchen. Vielleicht können wir uns in Lindblum ein Luftschiff borgen. Vom Südentor ist es bis nach Treno nicht so weit. Stimmt. Huch, Ein Feind? das hängt von dir ab, mein Sohn. Mein Name ist Ramu. Den kennt ihr vielleicht noch aus Final Fantasy VII, hm? Klingelt irgendwas? Den Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. Vielleicht aus Final Fantasy VII? In einem alten Schriftstück über die Bestia in unserer Schlossbibliothek ist mir der Name schon mal begegnet. Ihr seid nicht etwa der Donnergott Ramu? Ist dir bekannt, dass Clara durch der Bestie völlig ausgelöscht worden ist, mein Kind? Ja, das war aber Odin. Die Bestie gehorchen dem Wille von ihrer Beschwörer. Die dunkle Habgier von dem Menschen, der sie beschworen hat zu der Tragödie geführt. Aber, oh nee, Mama, was hast du nur geschafft? Nee, es war mir nicht bekannt, dass so etwas vorgefallen ist. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Ich bin völlig machtlos. Es ist nicht deine Schuld, Lilly. Die anderen waren sich dessen abbewusst, deswegen sind sie ja zurückgeblieben. Wie das klingt. Die andere. So ist es. Nicht nur du warst der Auslöser für das Unglück. Aber lass mich dir noch hochstellen. Was wirst du als nächstes machen? Hätte ich doch nur mehr Kraft, werde ich dann wenigstens wieder die Macht von der Beschwörung erlangen. Ich habe Bitte an euch, leiht mir euer Kraft. Willst du den gleichen Fehler nochmal machen? Ich fürchte mich vor der Beschwörungsmagie und der Bestia, aber ich werde nie mehr wegrennen. Wow. Wahre Form, arge Nummer. Nachdem ich mein alter Herr verloren gehabt habe, ist viel Zeit vergangen, in der ich nur in der Welt umhergewandert bin. Ob du meiner Herrin würdig bist, muss ich noch zeigen, und dafür musst du dich in einer Prüfung unterziehen, sodass ich Gewissheit erlange. 5 meiner selbst, wenn sich hier in den Gewässerfelsen und Wälder verbergen. Sie werden der Kapitel der Erzählung von dem Helden schildern. Such die einzelnen Bruchstücke und vervollständig sie zu einer Geschichte. Erzählst du mir gefällige Geschichte, so werde ich dann bitte vielleicht noch kommen. Mhm. Verzeih, wo
wir doch für so etwas eigentlich keine Zeit haben. Ach was, das passt schon. Wir helfen dir, Lilly. Sie dann, Vivi. Ich danke euch. Wäre doch nämlich mal endlich Zeit, dass hier mal Lilly lernt, wie das mit der Bestia aussieht. Da kann sie nämlich endlich mal Beschwörungen machen. So, hier haben wir nichts verpasst, oder? Ah, Historiker belegen. Ob der Stechschlag ein Hinhalt war oder nicht, das ändert nicht die Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeugt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit vom Offizier, der in Schweigekühlt die Stadt verlassen hat. So entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit vom Seppel. Die Erzählung vom Heldentum, noch 4. Ja, dafür war es allein schon praktisch. Dass der mir irgend so ein verkalkte Bruchstück von einer Geschichte hier erzählt. Ups. Wäre ich da hier an der vorbeigerannt, kleiner Mann. Monty. Okay. Ich hätte ja gerne einen Brief. Kupo. Okay, dann wird erstmal gespeichert, Kupo. Dann hätte ich eigentlich schon fast Sache hier, liebe Leute, dass ich hier an der Stelle hier meinen Cut setzen kann. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig, wo wir dann hier in dem Wald rumrennen. Wie ist das hier überhaupt? Zinnengebirge Pfad. Ah ne, eins kann ich noch hier machen. Dann muss ich das in der nächsten Episode nämlich machen. Jetzt haben wir ja zum Ende hier wirklich Zeit mal für sowas. Adaman-Weste. Das ist dann das, was der Basiliske war. Hat Herz aus Stein und Tontauben kann ich lernen. Ja, eher leider nicht. Ansonsten... Andere Accessoires haben wir für dich leider auch nicht, kleiner Mann. Mithril-Weste sieht's auch nicht gut aus. Ah ja, hier sieht's gut aus. Kannst du als nächstes hier die Sternroute haben für Reflex und Levitas. Das ist auch sehr geil. Levitas sind wir dann in der Lage zu fliegen. Also zumindest so ein bisschen. Das ist recht cool. Das schützt vor diverser Eigenschaften. Jo, wie gesagt, ich dir doch sagen, hier kommt jetzt mein Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.